Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, Pressekonferenz ist leider erst morgen. Von daher würde ich sagen, gehen wir mal in das Recap von unserem Kurztrainingslager rein. Ja, ich habe auch noch nichts gesehen, ich bin sehr gespannt, ob wir da irgendwelche besonderen Einblicke bekommen werden. Ja. Bild. Wegen dem Ton gucken, ich mache mal einen Tacken leiser noch. So, besser passen, glaube ich. Ja, haben ja so ein hartes Leben, die Burschen, ne? Haben wir ja letztens schon darüber diskutiert. So ein hartes Leben. Schön erstmal 5 Tage in die Sonne fahren. Na gut, Sonne ist da jetzt nicht gerade, aber wahrscheinlich angenehmere Temperaturen wie bei uns, wa? Ja, alle Spieler und auch Staffmitglieder waren sehr fokussiert. Ist ja gerade auch wichtig, wenn man so eine Reise antritt, dass man das auch ausnutzt und versucht, dann die Dinge umzusetzen, die dann auch gefordert werden. Und die Intensität war sehr hoch und der Spaß blieb auch nicht aus. Einfach schon mal, gut, und wieder raus, jawohl. Ja, und raus, bravo, bravo von Sieg. Mit dem Feld ausnutzen, los, bravo. Los, Feuer, Jungs! Good level, keep the level up, I love it, very good. Franz, du musst dich hier so Nee. Ja, ich möchte nicht, dass ich frage dich so. Ich bin nicht. So. Eric. Nein, auf keinen Fall. Ja. Tja. Ja, haben Sie Spaß gemacht. Die Trainingslager, weil es gibt dir die Möglichkeit, auf diese guten Trainingseinheiten zusammen zu bleiben und du gehst dann nicht nach Hause und es verliert sich wieder so ein bisschen und kommst wieder am Nachmittag zusammen, sondern die Energie, die eigentlich im Training entsteht, die bleibt dann in der Gruppe, so ist zumindest meine Meinung, und dann nimmst du das durch den ganzen Tag und dann machst du nochmal eine gute Einheit und es bleibt immer so in der Gruppe und das merkt man uns auch an. Was ist das denn für eine Brille, Alter? Respekt, Alter. War das jetzt Flanke, Kopfball, Tor oder was? Hut ab, dass wir sowas trainieren, Alter. Wäre ja schön, wenn wir sowas mal im Spiel sehen würden. Das ist ja wild. Ja, Manu, was war da los, ey? Hast du den Ulle nicht gesehen?
Oh ja. Wow, Manu. Wow. Ich sag zum Beispiel, der war gut. Ja, ganz gut. Ihr könnt den Streak aufrechterhalten. Achtung, hier gibt's einen Streak. Ja, konntet ihr ja auch. Manu und ich haben es schon geschafft. Ah! Ihr konntet ja auch nachziehen. Wieder mit dem Starken. Ja. Also bis gleich. Komm. Oh, wow. Ja, super. Aktivitäten wie Golf oder Tennis oder ob man mal mit einem Freund oder Mannschaftskollegen jetzt Kaffee trinken geht, sind natürlich wichtig, um nicht nur auf dem Platz oder im Hotel zusammen zu sein, sondern auch sich anders mal kennenlernt. Und deshalb macht es, glaube ich, auch sehr Spaß für jeden, wenn so eine große Gruppe dann auf dem Paddelplatz ist oder manche zusammen Golf spielen gehen. Das Späßchen. Ja, wollen wir mal hoffen, dass das auch so mitgenommen wird, wa? Die Stimmung scheint sehr gut zu sein, dann sind wir froher Hoffnung für die kommenden Spiele und Wochen. Sieht doch gut aus. Was ist das denn? Ich bin immer froh, wenn wir neue Gesichter bei uns dabei haben, wenn wir auch sehen, was sich entwickelt aus der Jugend heraus. Und so viele jetzt dabei zu haben, ist natürlich auch für einen Trainer ganz gut. Dann können wir neue Sachen auch ausprobieren und können vielleicht auch ein größeres Spiel mal machen. Und es macht schon Spaß, auch diesen frischen Wind zu spüren. Und ich glaube einfach, dass sich jeder von den jungen Spielern auch reingehauen hat und immer seine Qualität zeigen wollte auf dem Platz. Und das hat auch immer gut geklappt. Ja, wenn man die dann mal dauerhaft vielleicht ein bisschen einbinden würde, es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, so, das sind jetzt Stammspieler oder sonst was, wa? Dafür haben wir einfach eine zu hohe Qualität bei uns im Kader, aber ja, ich bin sehr gespannt auf die Rückrunde, ob zumindest so Pavlovic und Tell einfach ihre Minütchen bekommen. Und wenn es nur eine Viertelstunde ist, 20 Minuten pro Spiel, wäre doch völlig fein, einfach, dass sie ja dadurch vielleicht auch die nächsten Steps machen können, ne? Und nicht dann wieder irgendwie 6 Wochen ignoriert werden, bis irgendwie wieder der Kimmich mal gesperrt ist oder jemand anders ausfällt. Da müssen wir mal ein bisschen von weg. Ja? Also müssen wir ein bisschen davon weg, dass Spieler immer 90 Minuten durchspielen, obwohl die Leistung halt nicht passt. Aber wen erzähle ich das hier? Ja. Was ein Wetterchen, wa? Was sage ich, stell mal die Kamera scharf, Alter Belly, ey. Ja, viel sehen wir jetzt leider nicht, wa?
Müller, ey. Steht erstmal eine Stunde. Ei, das war originaler Müller, ey. Legende, ey. Das ist so clever. Oh, der Müller schwächelt. Der Müller schwächelt im Abschluss. Ei. Beide nicht! Letzter zählt dreifach! Ich hab doch gewusst, der trifft. Ja, letzter, bei uns ist letzter. Ich hab auch Zeit gespielt, Männer. Ja! Nein! Ja! Ich muss sagen, dass es sehr schön war, dass wir auch als Mannschaft zusammen so eine Reise angetreten sind und auch jetzt hier intensiv trainieren konnten. Die Bedingungen waren sehr gut und ich glaube, das war einfach die richtige Entscheidung für uns. Ja, ist ja auch wichtig, so ein Trainingslager mal, ne? Wie er schon sagte, so, es ist halt was anderes, als wenn du zum Trainingsgelände kommst, da irgendwie 2 Stündchen trainierst und dann wieder weg bist, so, ne? So bist du halt mal 5 Tage zusammen als Mannschaft, das ist natürlich schon auch wichtig, ja. Und anscheinend haben sie ja genug Spaß gehabt. Wollen wir hoffen, dass da auch ein bisschen was Vernünftiges bei rumgekommen ist, taktisch gesehen. Und dann gehen wir doch vollen Mutes in die kommenden Spiele. Leute, in diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Bis morgen zur Reaction auf die PK. Tschüssi.